Herzlich willkommen, liebe Menschen, zu einem neuen Klemmbausteine-Stream hier auf brach.ch und auf Twitch. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag, seid gut in die Woche gestartet. Es ist Dienstag. Dienstag in der Tat. Mal nicht der Donnerstag. Alles geht immer ein bisschen drunter und drüber. Ja, so ist das leider, wenn man gewisse Termine hat, die man nicht kann, verschieben kann. Aber nichtsdestotrotz gibt es diese Woche Klemmbausteine-Stream. Einmal wieder mit mir, mit dem Cyril. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Ich bin auf alle Fälle und wir haben ein weiteres Mal unser Wikinger-Schiff, das wir dran arbeiten, zusammen mit der Midgard-Schlange von Lego. Und ja, ich bin guter Dinge. Ich glaube, wir werden fertig heute. Vielleicht muss es sogar ein bisschen die Länge ziehen. Wir sind ganz knapp über der Hälfte vom Büchlein. Also, ja, wenn man sich Zeit lässt und zwischendurch ein bisschen schnurrt, dann geht das gut in 3-4 Stunden. Geht das durch. So, dann wechseln wir mal. Einmal hier unsere wunderschöne Lego-Ansicht. Wir sind so weit gekommen, dass wir den Rumpf, der Grundboden quasi vom Schiff gebaut haben, zusammen mit ein paar von diesen Wikinger und eine relativ komische Kuh, die so ein bisschen auf der Stelze, auf der Stelze läuft. Die ist wahrscheinlich schon viele Kilometer gewandert und hat in der Zwischenzeit ihre Hufe verloren. Ja, nein, haben die Kühe überhaupt? Nein, die haben keinen Huf, oder? Die haben Zechen, oder? Die haben ja gespalten, ich glaube. Gut, also, meine Details. Anyway. Gut. So, wenn wir mal in unsere wunderschöne Anleitung hineinschauen. Ich habe schon mal ein bisschen vorausgeschaut, wo wir überhaupt sind. Nicht, dass ich damals zu lange blättere. Wir sind hier stehen geblieben. Beziehungsweise, das haben wir noch abgeschlossen gehabt. Seit 101 sind hier unten immer bei den Lego-Anleitungen haben wir eine wunderschöne Anzeige, wie weit das wir sind mit unserem Bau. Und wir sind eben knapp über die Mitte rein. Ich habe ja letztes Mal noch ein bisschen Gas geben. Wir haben ein wunderschönes Gewinnspiel haben wir gehabt. Und der XQC hat hier einen Sonic abgestaubt. Unser Lego Justifier, wo wir vorletztes Mal und so weiter und vorletztes Mal und vorletztes Mal zusammengebaut haben. Und ja, der hat am Schluss ein bisschen schneller müssen gehen, sonst hat sich das noch ewig in die Länge gezogen und das haben wir ja alle nicht. Das wäre einfach nur unnötig. Und ja, darum lassen wir jetzt uns heute wunderschöne Zeit einfach, schön gemütlich. Wenn es ein bisschen kürzer wird, dann wird es halt ein kürzerer Stream. Ich glaube, das sind ihr auch nicht böse. Solange es jede Woche zumindest ein bisschen etwas zu klötzeln gibt. Ich hoffe, das ist so für euch auch okay, so wie es für mich ist. Ich sehe schon, die neuen Teile hier sind so wunderschön. Das, sagen wir dem. Es ist eben nicht Minzgrün, es ist so ein Pastellgrün, das Eukalyptusgrün, oder? Wo so mega Moden ist, seit sicher 2 Jahren oder so. Und jetzt hat es hier auch noch wieder Lego-Teile Einzug gehalten. Wunderschön, dass wir jetzt mit denen dafür ein bisschen klötzeln. Und ich bin gespannt, was es mit dem gibt. So, aber zuallererst machen wir hier mal noch unseren Wikinger-Chef. Wie heißt das? Der Häuptling da, der ein Tane, oder? Irgend sowas. Sowas in die Richtung. Glaube ich zumindest. Hier mit dem schönen Fähli, das er noch bekommt. Das ist ja so richtig ein bisschen grumpy, ist er, ein bisschen. mit dem Schnurrbart. Also viele Teile hat es hier nicht. Wirklich nicht. Oh, schau, ja, blaue Hose kommt drüber, okay. Ja, ist ja allseits bekannt, oder? Die alten Wikinger, die haben ja Jeans erfunden, stonewashed sogar. Haben sie dort dann einfach ihre Küsten reingelegt und ein bisschen Stein drauf gerührt und das haben sie dann, sind dann eben die stonewashed Jeans
sind das nachher geworden. Finde ich ganz faszinierend. Geschichte bin ich ja die Heime. Kenne ich mich sehr gut aus damit, oder? Die Geheimmusik ist heute sehr, sehr leislich. Aber viele Leute wollten das ja eigentlich auch nicht machen. Ausser es ist gerade am Ausklingen. Ihr sagt es schon einfach, wenn sie störend wäre oder eben gar nicht zu hören ist. So. Und das Schwertchen kommt dann natürlich über meine Lieblingswaffe nach dem Hammer und der Axt. Ich weiß nicht. Schwertchen sind einfach so Standard. Sie strahlen nicht die gleiche Gewalt aus wie so eine Axt hier, oder? Das macht doch viel mehr aus wie so ein kleines Schwertchen. So, und dann haben wir sogar noch nochmal einen Wikingerring vertreten. Mit einem Gesicht, he? Okay. Auch coole Zeichnung hier mit der Lederrüstung und hinten noch ein bisschen das Cape, das ein bisschen runterflattert. Attention to Detail. Und eine richtig sexy Frisur, oder? Muss heutzutage sein. Ein bisschen Sexappeal auch bei den Lego-Figürchen. Dann noch ihr verschmitztes Lächeln. Sexy, ja? So. Und rot gefärbte Jeans. Und eine Axt. Das macht sie doch gerade nochmal sympathischer. Aber nur eine kleine. Eine Einhandaxt. So. Dann haben wir jetzt Einhandaxt, Zweihandaxt, Speer und ein Schwert. Wenigstens ein bisschen Abwechslung da dazwischen. Das finde ich noch cool. Was da wohl drinnen ist, hä? Werden wir hoffentlich mal noch herausfinden. So, okay, jetzt geht es weiter an unserem Bötli. Mal schauen, dass ich das da nicht auseinanderziehe. So, okay. Also, wir brauchen die Tiere da. Und dann 4 von denen. Was soll immer nachher mit denen passiert? Da können wir das sogar schön abzählen. Wie war euer Wochenstart? Habt ihr ein schönes Wochenende gehabt und könnt noch ein bisschen davon zehren? Oder hat sich das bereits schon verflüchtigt mit dem Ärger vom Wochenanfang, gefürchteten Montag, was ja öfters so ein bisschen mit sich bringt? Weil dann die ganze Arbeit vom Wochenende, die sich angestellt hat, zumindest bei der einen, die auf einem so einfach wieder runterprasselt. Für mich gibt es aktuell allerdings viel zu tun. Ist eigentlich schon im Sommer, in der Regel sage ich zumindest, eher eine ruhigere Zeit. Ist jetzt hier aber nicht der Fall. Ich muss ja auch noch ein bisschen planen, oder? Ich bin ja längere Zeit dann weg, Ende August bis Anfang Oktober. Und ja, da kann ich natürlich meine Teamgespöntli nicht einfach im Seich lassen. Und muss ein bisschen vorbereiten, ein bisschen vorschaffen. Sonst haben die nachher keine Freude mit mir. Und ja, darum habe ich doch eher ein bisschen mehr zu tun momentan. Weil es sollte ja auch laufen, wenn ich nicht rum bin, oder? Ich glaube, das kennen ihr auch. Es können nicht alle aber die Sachen machen, die ihr macht, beziehungsweise haben vielleicht auch gar nicht Zeit dafür. Und es gibt halt Bestellungen, die man zum Teil jetzt zum Beispiel schon
gemacht werden, für dass sie dann im Oktober sicher da sind. Gewisse Sachen auch nachher für Weihnachten. Also die Weihnachtsbestellungen an sich, die sind sogar schon durch, das kann ich euch auch sagen. Wir sind schon länger durch. Aber es gibt noch ein paar einzelne Ausnahmen. Speziellere Sachen, wo ich mich in meinem Fachgebiet darum kümmern. Jetzt machen wir dafür alles schön genau und in Ruhe. Dass wir da nicht so schnell durch sind. Aber erfahrungsgemäß wird es ja das ein oder andere Mal sowieso vorkommen, dass ich irgendetwas falsch verbaue. Sonst, das wäre sonst ein Wunder, oder wenn es der Stream wäre, der jetzt mal nicht an einem Donnerstag ist, wo ich alles richtig verbaue und nicht nochmal zurück muss. Das wäre unerhört. Oh, jetzt kommt noch ein schönes Dächli. Es gibt unseren Unterstand, unser Mini-Kajütli hier für auf dem Schiff. Ich habe zwar eigentlich so die Wikinger mit ihren in einem Boot, die Langboot oder wie die geheißen haben. Das war das Drachenboot gewesen. Dass es jemand weiss, darf das gerne schreiben oder sehen. Aber jedenfalls sind die Wikingerboote in meiner Erinnerung von dem, was ich mitbekommen habe von Filmen und Serien, die ja immer historisch akkurat verfilmt werden, dass die nicht so ein Hütchen drauf haben. Wenn, dann haben sie irgendwie so ein Zelt gespannt mit einem Ersatzsegel oder so. Aber noch gerade ein Hütchen drauf. Ich weiss nicht, ist das nicht schwer? Gut, wenn man zwar an die späteren grossen Galeonen und Kipper und so, Clipper, denke, das sind ja schon riesige Teile gewesen, mit mehreren Stück. Und die sind ja auch geschwommen, oder? Ich weiss gar nicht, was ist echt früher so ein grösstes Schiff gewesen? Ich meine, heute haben wir die riesigen Kreuzfahrtschiffe, die Dampfer auf irgendwie 10 Stück und so Gespäss. Mit einigem Einkaufszentrum und weißt du, guck noch was alles. Also völlig crazy. Was ist das echt damals gewesen? So, ist man dort auch schon so ambitioniert gewesen und ja, noch ein grösseres Schiff und noch mehr Fracht und keine Ahnung. Hat man dort schon zum Vergnügen irgendetwas auf den Schiffen installiert, nebst irgendwie Kombüse, wo man ein bisschen können köcheln und das Captain-Quartier und da die dort die Hängematten gehangen sind, von den Matrosen und so. Das hat es nicht auch schon gegeben. Dass wir ein bisschen für Unterhaltung hat sorgen. Wahrscheinlich ja nicht. Ich komme nicht drum herum, aber es hat. Ich weiss, also das mit dem Holz da vorne, das ist schon so ein bisschen nordisch, aber ich komme nicht drum herum, irgendwie trotzdem an so ein ägyptisches Bötli, das so mega auch langgezogen war, zurückzudenken, wo hinten dann effektiv so ein Hütchen hat, wo zum Beispiel eine Kleopatra oder so drunter gehockt ist. Aber ja. Vielleicht eben auch die Wikinger.
Wer bin ich schon, dass ich das könnte als wahr oder falsch bezeichnen? Es wird übrigens wieder weitere Gewinnspiele geben. Also nicht, dass der meint das letzte Mal, Mist, ich habe es verpasst und ich hätte es unbedingt wollen. Es gibt vielleicht nicht mehr das Modell zu gewinnen, oder? Aber ich habe da schon ein paar Sachen auf der Seite. Und kann gut sein, dass es mal wieder etwas zu gewinnen gibt. Vielleicht hat es ja nicht immer direkt einen Zusammenhang hier mit Klemmbausteinen. Macht es ja gerade umso interessanter. Vielleicht, ich weiss nicht, könnt ihr ja mal dann in den Kommentaren schreiben, ob ihr das cool findet, so ein Wusel, eine Wuselverlosung machen mit ganz vielen verschiedenen kleinen Sachen. Ob ihr das cool findet oder lieber, nein, ich will eins Grosses und wenn ich es nicht gewinne, bin ich verrückt. Jetzt kommen ja dann auch wieder ganz, ganz coole Sets raus, wo wir uns darauf freuen. Es geht langsam aber sicher, zumindest in meinem Kopf, wieder richtig Herbst. Vor allem, wenn ich so wie heute draußen stehe und es blaset einfach mit 120 Stundenkilometer der Wind um die Ohren. Was ich übrigens mega cool finde, ich liebe Wind. Das ist toll. Am besten noch schwarze Wolken, Blitz und Donner dazu, dann fühle ich mich richtig daheim. Aber ja, so ist in meinem Kopf irgendwie schon ein bisschen Herbst geworden. Das ist auch meine absolute Lieblingsjahreszeit. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber es hat sicher auch ein bisschen mit dem Wetter zu tun. Was wir die letzten Male zu Genüge schon diskutiert haben. Und keine Ahnung, was wir da jetzt genau fabrizieren. Also ist für mich ein grosses Rätsel. Das hebt dann nicht einmal da. Ich muss das schieben. Oder gibt das irgendwie einen Rambock, einen mobilen Rambock? Oder ein Ballista vielleicht. So zum Zurückziehen und dann zum Schiessen. Das könnte noch sein. Ja, sieh an. Jetzt kommt nämlich auch ein Gümmeli dazu. Ich nehme schwer an, dass das Gümmeli da drinnen ist. Sonst haben wir nämlich keins. Doch. Sieh an. Das ist da drinnen gewesen. Das ist alles. Einfach ein kleines Gümmeli. Und mit dem tun wir jetzt irgendwie das Ganze hier befestigen. Damit wir näher können unsere Harpunen abschießen. Auch nochmal der subtile Hinweis, Achtung, eben nicht zu wild umeinander schießen, es könnte ins Auge gehen. Brauchen wir noch so ein Mini-Dächchen hier. So, und ein bisschen Lego-Technik-Art. Immer wenn ich so die Stiftchen sehe mit den Kreuzchen, dann ist bei mir automatisch das Ganze assoziiert mit Lego-Technik. Wie ist das eigentlich so? Ist man generell eher einfach
pro Lego. Also jetzt nicht von Marke, oder also pro Klemmbaustein oder eben das Technische, wie eben solche Teile, wo man dann so ineinander reinschiebt und die haben noch eine mechanische Funktion und so. Oder ist man eben so pro Lego-Technik in Anführungs- und Schlusszeichen. Oder sagt man einfach ja nein, also das ist für mich alles Lego, das sind alles Klemmbausteine. Ist doch völlig egal, wo das Teil sonst angesiedelt ist. So, und jetzt haben wir da schon wie eine kleine Halterung, wo man dann vielleicht sogar ein bisschen ja, die lässt sich sogar drehen, können ausrichten, unsere Harpunen. Oh cool. Und jetzt gibt es hier noch den riesigen Bogen. Das ist mir gar nicht aufgefallen auf der Packung. Das ist ja ein richtig cool. Ein richtig cooles Gimmick hier. Dass wir noch ein bisschen etwas zum Schiessen haben. So. Da kann sogar einer reinhocken. Es wird dann ein bisschen schwierig, das Ganze hinterher zu ziehen, aber also finde ich cool. Echt. 360 Grad schwenkbar, neigbar sogar. Love it. Das ist jetzt echt cool. Vor allem auf den ersten Moment habe ich gar nicht gecheckt, was wir jetzt überhaupt bauen. So, jetzt kommen die grauen Teils da noch irgendwie von vorne an. Ich weiß nicht, ob das nachher unsere Schüsse sind vielleicht. Ja, wenn ich da die da rein tue, dann geht natürlich das halbe Schiff wieder auseinander. Das wären schon komische Schüsse, oder? Also das sind ja eher, das würde eher als Kanonenkugeln durchgehen, als dass das irgendwie Bolzen wären oder eben Harpunen halt. Unsere Harpunen schleudern. Aber es ist effektiv so. Wenn ich da unten noch die Zeichnung da anschaue, dass man die da so laden und dann rausschießt. Ja, müssen natürlich ein bisschen schneller loslassen. Ja, und den haben wir versenkt. Moment, ich kann... Ah, da haben wir ihn. Ja, also eben aufpassen, niemals gegen euch richten. Es könnte schwer ins Auge gehen und wahrscheinlich verlieren ihr das auch, weil wir reden hier doch immerhin von einer Harpune, die ausgelegt ist, die Midgard-Schlange zu töten, oder? Also darum immer vorsichtig, liebe Kinder, wenn ihr mit dem hantiert. So, zweitletzte Sache. Es wird rot-weiß. Und die sich noch an die Bild mögen erinnern, vielleicht jetzt auch von der Form her gesehen, das wird eindeutig unser Segel. Also es gibt kein Stoffsegel. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, nämlich es hat schon mal ein Wikingerschiff gegeben. Wer hätte das gedacht, oder? Schon mal ein Wikingerschiff. Es gibt schon so lange liegen und es hat tatsächlich schon mal eins gegeben. Und das hat ein Stoffsegel gehabt. Und ich komme nicht darum herum zu denken, dass ich das damals hatte. Weil ich habe irgendein Schiff gehabt mit einem Stoffsegel, als ich kleiner war. Ich habe das irgendwie noch cool gefunden. Es sieht sicher ein bisschen wertiger aus, wenn es jetzt kein Stoffsegel sind, weil das ist immer so ganz feiner, fast schon plastifizierter Stoff gewesen, dass er ja nicht kaputt geht oder verreist oder so. Aber es gibt sicher auch Fans, die selber irgendwie noch ihre Segel nähen oder so. Das fände ich noch witzig. Falls ihr dort Fotos oder Videos habt, könnt ihr sicher mal schicken in Discord oder im Kommentar verlinken oder so. Das nimmt mich schon ein Wunder, wie das aussieht. Ja,
Aber eben so kommen halt viele Sachen immer wieder. Genauso ist ja die Lego Ritterburg, die ich damals auch hatte. Geliebt, wirklich. Die kommt ja auch wieder. Oder ist schon rausgekommen wieder. Sogar ein Lego-Exklusivartikel. Ja, sieht mega geil aus. Teuer. Sicher ein bisschen Nostalgie, die man dort dran appelliert. Das ein bisschen rechtfertigen. Aber man kann auch gut damit spielen. Also für Leute, die noch gerne mit ihren Lego-Wachen spielen. Man kann sie so aufklappen und dann innen dran hat sie in jedem Raum hat sie irgendetwas. Das ist vorher, also früher nicht so gewesen. Bei der Ritterburg, die hast du zwar auch ein bisschen Räumchen gehabt, aber sie sind nicht so schön ausdekoriert gewesen wie damals. So. Und jetzt kommt das da rein. Und dann einmal unser Segel aufspannen. Es sieht auch sehr schön bunt aus hier. Wir haben auch noch Schwimmflossen. Auch eine Erfindung von den Wikinger damals. Die haben ja gegen die ganzen Götter müssen kämpfen und gewisse Wassergötter natürlich auch, oder? Oder sich zumindest müssen erwehren, wenn der Zorn der Götter sie wieder getroffen hat. Und dann zwischendurch im Wasser halt, ja, hat man ja ein bisschen schneller vorwärts kommen, oder? Das ist ja damals schon bei den Olympischen Spielen, wo die Wikinger mitgemacht haben, sind immer gefürchtet gewesen. Also der Michael Phelpson zum Beispiel, der hat damals Rekord aufgestellt, das glaube ich gar nicht. Zum Glück hat es noch kein YouTube gegeben, sonst wäre das noch für die Ewigkeit festgehalten. Jetzt sind es nur noch Legenden und Mythen, die sich um den Michael Phelpson umranken. Wie würde heißen? Mikkel Phelpson. Eine Art. So, okay. Das sieht schon mal stabil aus. Und jetzt geht es an unser wunderschöne, ich tue mal die kleineren ein bisschen auf die Seite. Jetzt geht es an unser wunderschönes Segel. Schauen, dass alles schön fest ist. Ein bisschen Kratzer abbekommen, aber so ist das halt. Es ist schlussendlich doch einfach Plastik. So, jetzt dürfen wir da einfach ein bisschen abwechseln zwischen Rot und Weiß. Warum das Rot und Weiß ist, weiß ich auch nicht. Also, ob das vielleicht so ein bisschen abschreckend war. Ich glaube ja, Piraten haben zum Beispiel auch noch andere Flaggen gehabt, nicht nur die Totenkopfflaggen. Sie haben auch eigene Mannschaftsflaggen gehabt und noch sonstige zum Kommunizieren. Habe ich mal irgendwo etwas gelesen. Ist schon noch interessant. Also mit dem viele Sachen heutzutage so ein bisschen stereotypisieren. Dann werden sie eben einfach so in eine Schublade reingerührt. Dass es so ein Einheitsbrei wird und
man sich gar nicht mehr hinterfragt, ja, was haben die sonst noch sich dabei gedacht und gemacht und da. Ich glaube, man schaut dann schon fast so ein bisschen auf die früheren Kulturen, so ein bisschen im Hochmut von der aktuellen Gesellschaft, so, ja, die haben doch eh nichts Richtiges zustande gebracht. Ah, die Weißen kommen noch da quer. So. Zum noch ein bisschen mehr fixieren. Also ich befürchte, es wird leider wirklich ein bisschen kürzerer Stream. Aber dann habt ihr wenigstens etwas, wo ihr für die Leute auf YouTube, wo ihr ein bisschen schneller könnt durchschauen und sehen, wie das fertig wird. Nicht irgendwie müsst in 2 Stunden frei nehmen quasi. Bis er dann endlich mal seine Klötzchen zusammen hat. Wer von euch vielleicht mal Valheim gespielt hat, das ist ja so ein, ein Game, ein Videospiel. Das ist ja mega gehypt, oder? Ich glaube, das ist letztes Jahr rausgekommen, echt im Early Access. Befindet sich immer noch im Early Access, wie die meisten Early Access Spiele, die nie aus dem Zustand rauskommen. Aber trotzdem hat das so eine riesige Community aufgebaut und es geht einfach darum, wir sind Wikinger und ihr müsst euch so eine Heimat erstellen, indem ihr Ressourcen sammelt und Monster bekämpft und ein bisschen Kunden und alles. Also hat riesig viel Spaß gemacht. Das wirklich sehr oft, sehr lange mit Kollegen gespielt und auch erst letztes Mal kürzlich wieder. Ja, jedenfalls gibt es dort ein Wikingschiff, das man bauen kann. Das einzige Problem ist, immer wenn ihr irgendwo ansegeln wollt, dann bläst einfach der keibe Wind in die falsche Richtung. Und dann tuckelt er mit etwa 1 Meter pro Stunde fahrt er dann von A nach B. Und da dreht er wirklich schier durch. Und wie war das echt früher gewesen? Ich meine, ihr könnt euch das nicht so wie bei Vikings vorstellen, wo sie in den See stechen, dann voll durchfetzen und der Sturm noch kommt und alles. Wobei es gibt noch die Szenen, wo sie wirklich nicht vorankommen. Wo sie noch fast wahnsinnig werden, das stimmt. Aber ja, oftmals siehst du einfach nur durchs Zeug durchfetzen, aber wenn es eben mal nicht vorwärts gegangen ist, du hast von Ost nach Westen wollen und du hast aber nur Westwind gehabt, also gegen dich, ja, dann bist du einfach nicht vorwärts gekommen. Dann hast du rudern oder so. Und das ist ja der absolute Tod. Also ich glaube, das wäre das Schlimmste gewesen, oder? So in diesen alten Zeiten, so ein Ruderi-Bub. Du bist einfach nur ausgepeitscht worden, hast kaum etwas zu essen bekommen und bist einfach dort in diesem scheiß Boot gehangen die ganze Zeit. Ohne, ja, noch mit irgendwelchen Krankheiten und was weiß ich alles und hast dort dir eins müssen runterrudern. Moment. Aber ich hatte gedacht, der Abstand, der stimmt irgendwie. Irgendwie stimmt der Abstand da nicht. So, Moment, jetzt geschieht. Das Problem ist, dass wir jetzt das auch ganz kurz auseinander
Weil das muss gegen vorne schauen, hier. Das Teil. Aber das zählt nicht jetzt als falsch machen, weil das ist letztes Mal passiert. Nur falls er jetzt schon ausrufen und in die Kommentare schreiben, sorry, aber er hat es jetzt doch wieder nicht geschafft. Doch, ich habe es geschafft, bis jetzt. Das ist wirklich von letztes Mal. Das zählt nicht, oder? So. Gut. Ist ja cool, es ist ein bisschen so, es bewegt sich ganz ein bisschen. Das mal ein bisschen anders da. Also es könnte sich ein bisschen mit dem Wind drehen. Also es ist schon fixiert, weil da oben haben wir so ein Kreuzstiftchen, das das fixiert. Oh, sorry. So, jetzt gibt's. Deswegen brauchen wir da die Schwimmflossen. Es gibt einen Rab. Ich weiß gar nicht, wie heißt der eine? Die heißt Hugin. Den kenne ich noch von Valheim. Aber wie heißt der zweite Rab vom Odin? Der andere hat so einen Namen, den sich auch niemand merken kann. Außer ihr wisst den, dann bitte schreibt es in den Chat rein. Und wir brauchen noch eine dritte Flosse. So. Okay. Also einmal geht's da hinten. Schweif. Dann da. So. Und da braucht er natürlich noch einen Schnabel. So. Und da haben wir unsere kleine Rab hier. Ganz cool, ganz herzig. Coole Idee, dass man den noch irgendwie einbaut. Die haben ja schon viel mit diesen Raben zu tun gehabt und irgendwie Ausschau gehalten nach Zeichen vom Odin. Es gibt sogar 2 Raben, die wir machen dürfen. Fantastisch. Dann nehmen wir uns doch mal die Teile, die wir brauchen. Eine Flosse brauchen wir. Ist auch lustig, so ein bisschen eben mit dem Fortschritt von der Wissenschaft, wenn man viel mehr versucht hat, sich selber zu erklären und nicht irgendwie auf göttliche Visionen sich gestützt hat, wo man durch irgendwelche irgendwelche Drogen dann sich verschafft hat, die ganzen Visionen. Socken die da wunderschön da oben auf dem Schiff. Sondern ja, mit je mehr Wissen sich der Mensch angehäuft hat, desto weniger hat er sich auf eben so Habakuk sich verlassen. So. Da kommen wir sogar noch eine schöne Flaggen über. Und logischerweise muss die gegen vorne zeigen, auch wenn es nicht so cool aussieht, aber wir wollen ja den Wind in die Richtung haben. Also bläst logischerweise der Wind auch gegen vorne. Schönes Detail, dass man dort daran gedacht hat, wo man das Ganze gemacht hat. In der Beschreibung, in der Anleitung. Stimmt das tatsächlich? Das sind aber die kleinen Details, die
wo du siehst, ja, hat der eine sich ein bisschen mehr überlegt dabei oder ist es ihm einfach völlig schnurzpiepe egal gewesen. Ich meine, klar, es ist eigentlich wirklich egal, oder? Aber ja, in der Welt von der Fantasie macht es so Sachen halt einfach ein bisschen glaubwürdig. So, jetzt müssen wir achtmal da die Schilder machen, wo näher an die Seiten ankommen, da in die Löcher, die wir noch vor uns sehen. Ich frage mich auch, sind die Alben, also sind das die echten Schilder gewesen, die die Wikinger auch gebraucht haben, oder sind das so Schilder gewesen, die man heute auf brack.ch in der Dekorationsabteilung finden? Oder? Wo zwar mehr oder weniger echt aussehen, aber keinen wirklichen Zweck erfüllen, außer dass sie cool aussehen. Also sie würden kaum irgendwie das Buttermesser wahrscheinlich vom Durchstoßen abhalten. Wie ist das? Nicht, dass wir jetzt die Schilder suchen bei uns auf brack.ch. Ich glaube, wir haben keine Wikinger-Schilder. Ich glaube, so spezialisiert sind wir doch noch nicht. Wir haben schon sehr viel, aber ich glaube, mit dem können wir noch nicht dienen. Auch wenn ich ja gerne so ein bisschen Schild, Rüstung und Waffen hätte, damit ich könnte meinen Dungeons & Dragons Keller, den ich nicht habe, damit ausstatten. So schön ein bisschen Herr der Ringe Waffen und so. Ein bisschen Äxte an die Wand hängen. Und die Taverne ein bisschen einrichten. Habt ihr, Männlein und Weiblein, so einen Raum, entweder in eurem Haus oder einfach sonst daheim oder in der Wohnung, wo auch immer, oder vielleicht sogar separat, wo ihr ganz eurem Hobby gewidmet habt? Das ist von mir so ein wirklich lang gehegter Traum, dass, falls wir mal wieder umziehen, dass nach Möglichkeit ich wirklich einen Raum entweder im gleichen Gebäude habe oder wenigstens irgendwo in der Nähe, wo ich entsprechend kann einrichten und ganz nach dem Hobby Dungeons & Dragons und auch allgemein Pen and Paper ein bisschen ausrichten. Dass, wenn man dort reinkommt, dass man wirklich in dieser Welt schon ist, dass man ein bisschen eintauchen kann. Das hilft auch ein bisschen, eben, sich dann zu lösen und ein bisschen mehr in die Welt hineinzuversetzen. Dann ja, kannst du wieder mehr basteln, kannst du die ganzen Props machen, die du irgendwo anstellst und so. Irgendwelche alte Fläschchen und Flakon, wo irgendein Gebräu drinnen ist. Und vielleicht noch aus Holz selber eine coole Bartheke machen, ein bisschen abschleifen und dann lasieren und so ein bisschen auf alt machen, was weiß ich. Und die ganzen Alkoholflaschen umfüllen in so alte Götterli und so. Und natürlich noch ein kleines Fässchen. Ja, und Laternen, wo brennen. Einfach halt heutzutage auch in der LED. Damit sie auch könntest noch ansteuern, oder? Habe ich letztens zum Beispiel auch auf YouTube gesehen, macht eine fantastische Arbeit mit diesen ganzen LED-Lämpchen, wo er alle über einen Laptop kann ansteuern und dann eigentlich mit dem Stream Deck, wo man ja nur so einen Knopf muss drücken, das da, wo man kann sagen, ja, jetzt gewittert jetzt, und dann drückt er einen Knopf und dann leuchtet es so hell und es wird noch Soundeffekte werden noch abgespielt und so. Das wäre mein absoluter Traum. Das wäre wirklich also das professionellste Niveau, wo ich mich gerne würde hinbewegen. Das wäre absolut fantastisch. Und es braucht ein bisschen Zeit, es braucht ein bisschen Vorkenntnis. Aber auch nicht zu weit eigentlich. So, jetzt haben wir da unsere Wikinger-Schilder.
farblich kennzeichnen. Die haben wahrscheinlich auch irgendwelche Farbcodes gehabt. Wie das heute so der Fall ist mit den Kantonswappen, also schon immer war, mit der ganzen Spaß mit Flaggen. Ja, wo halt Farben und Muster irgendetwas Spezielles ausgesagt haben. Aber irgendjemand ist ja wohl die oder der Erste gewesen und hat gesagt, ja, ich finde Rot-Schwarz finde ich einfach geil. Es sieht so badass aus. Und dann, dann ist das der gewesen, der hat badass oder die gewesen, die hat badass ausgesehen und einfach alle ist gegangen abschlachten. Und seither ist halt Rot-Schwarz zur Verbindung zu Mord und Totschlag und Blut und Gewalt und Dämonisches und so. Oder nein, nicht dämonisch, teuflisch. In meinem Kopf zumindest. Ja. Irgendwann ist immer irgendjemand der oder die Erste gewesen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn hinter all dem eine Frau gestanden ist, wo ihrem Mann gesagt hat, hey nein, du siehst aus wie alle anderen, es ist so langweilig. Hier ich habe dir einen Umhang gemacht, schau mal, der sieht voll geil aus und hat den irgendwie so voll fancy eingefärbt gehabt. Und der Mann ist dann so mit dem Umhang nachher zu seinen Kollegen und alle haben ihn ausgelacht gehabt, du siehst aus wie so ein hure Papagei und so. Und irgendwann ist er dann aber mit dem seinen Farben voll in die Geschichte eingegangen. Der war dann der coolste gewesen. Oder es war umgekehrt gewesen. Und der Mann hat natürlich den Umhang gefärbt. Und die Frau ist in den Krieg gegangen. Ich finde zum Beispiel auch cool bei den Wikingern, dass die Frauen ein ebenso grosses Ansehen hatten als Kämpferin. Finde ich sehr sympathisch. Vor allem, wenn man denkt, dass es heutzutage immer noch so viele Länder gibt, wo die unterdrückt werden. Aber ja, das ist kein Thema für eine lockere YouTube-Stunde mit ein bisschen Lego. Das dürft ihr gerne in eurer Schulklasse diskutieren. Jordan! Farben waren ein Zeichen von Reichtum. Je farbiger, desto mehr Geld, desto mehr Macht. Ah, okay. Ja, danke für die Aufklärung. Ach, so ist das gewesen. Also ich weiss, dass Rot zum Beispiel, ja glaube eben nur der Könige und dem Klerus vorbehalten war, wenn ich da an Frankreich zurückdenke. Und Blau am Adel und so Sachen. Darum macht es absolut Sinn, was du da sagst, ja. Also ist es nicht nur eine Kodierung für das Haus, wo du angehörst, sondern auch welcher Adelsstand, also welchem Stand, dass du herkommst, abstammst. Bei Disney gilt Grün immer als böse, ja. Stimmt, hä? Ja. Absolut, ja. Also mir kommt jetzt wirklich fast nichts anderes in den Sinn. Ja, es gibt immer solche die grünen Giftwolken und so. Ja, voll. Das stimmt. Aber warum echt grün? Wenn du es siehst, wie ein Papagei hast, du meisten Einfluss. Ja. Spannend. Spannende Sache. Ich weiss nicht, ob man das heute noch so würde sehen. Wahrscheinlich eher weniger. Ich glaube, heute willst du nicht mehr unbedingt so als Papagei durchgehen, wenn wir viele Paradiesvögel haben. So, das Schiffli ist glaube ich fast fertig. Es kommt jetzt lediglich noch die Midgard-Schlange und dann sind wir fertig. Aber das Schiff gefällt mir sehr, sehr gut. Irgendwie hat sich das Dächli auch gut gemacht hier, weil dann ist es da hinten nicht so leer. Natürlich würden jetzt da noch irgendwie die ganzen Wikinger da unten stehen, aber leider haben sie wegen dem Helm keinen Platz. Also nehmen wir sie wieder raus. Gut, aber machen wir uns mal an die Wikinger-Schlange.
Purpur wegen der Schnecken. Ah, siehst du, da habe ich zu wenig gut aufgepasst in der Schule. Also man hat Purpur aus Schnecken gemacht, oder was? Haben die einen purpurfarbenen Schleim rausgelassen oder etwas in der Haut gehabt? Oder wie ist man dann an das Purpur angekommen? Scheint doch ein bisschen eine grössere Schlange zu sein, ne? Purpurschnecken. Das Häusli von der Purpurschnecken. Jetzt muss ich das mal googlen. Ich wollte jetzt geschwind wissen, wie die Purpurschnecke aussieht. Ah, okay. Ah, das sind ja aber echte Dinger, hä? Die sind aus dem Meer gekommen. Ah, krass. Da haben irgendwelche wirklich müssen tauchen, um die zu holen. Und wahrscheinlich eben in der alten Zeit tauchen mit viel Risiko verbunden. Viele wahrscheinlich gestorben. Und darum hat es das Unterfangen ziemlich sicher sehr viel teurer gemacht. Okay, krass. Purpur. Merken wir uns. Das ist schon Wahnsinn, he? Was früher alles so limitiert war. Die ganzen Gewürzsachen und so. Wo wären wir heute ohne Mais? Oder wenn das nicht abgebaut worden wäre von Azteken, ich glaube. Ja, wenn die das nicht abgebaut hätten, hätte es dann von der Verwilderung vom Mais vielleicht weniger Nährstoff, oder ich weiß es auch nicht. Also die Erfindung vom, das Finden vom Mais hat ja schon vielen hier in unserer westlichen Welt viel geholfen. Weil das so einen extremen Nährwert hat. Das Sekret, das im Häuschen ist, hat Purpur gemacht. Okay. Grusig. Ich will gar nicht wissen, wie sie zu dem gekommen sind. Wie viele Schnecken das es gebraucht hat für so einen königlichen Umhang. Ist das ein Hobby von dir? Oder kannst du dir so Sachen einfach gut merken, Shoridan? Das ist immer faszinierend, wenn Leute einfach so ein bisschen Knowledge raushauen können. Finde ich sehr interessant. Meistens. Meistens gibt es auch, da ist einfach so ein bisschen, ja, komm herauf. Also wenn das bei mir mal der Fall ist, dann kann ich das auch sagen. Das ist nur über irgendetwas anderes. Können wir ein bisschen über das Wetter reden oder so? Ich brauche noch so einen schwarzen Knubbel. Da. Hast du dir mal angeeignet, weil das Mittelalter sehr faszinierend findest? Mittelalter hat sich auch über Jahrhunderte hingezogen. Das ist eigentlich ein riesen Epos. Ich frage mich, was so faszinierend ist. Oder? Also ich jetzt, wo gerade ein bisschen mit dem Pen-and-Paper-Hintergrund und Fantasy, warum ist das so faszinierend? Einfach weil sich um die Zeit so viele Sagen und Mythen ranken mit diesen ganzen keine Ahnung, Drachen und Kobolden und Nachtmaren und was weiss der Gucker was alles. Einfach weil es so weit weg ist, dass man schon quasi wieder kann sich neue Fantasien ausbilden kann. Oder was denkt ihr, woran liegt das für viele das Mittelalter und so ein bisschen Fantasy, was sie dann auch ein bisschen in diesem Zeitalter angesiedelt ist, so faszinierend ist?
Das finde ich eine sehr gute und plausible Erklärung. Es ist, das könnte man fast schon als Definition durchgehen lassen. Es ist genug näher an uns, um es sich vorstellen können, aber genug weit weg, um selber sich etwas einfallen zu lassen. Ich glaube, das tue ich jetzt immer so erklären und tue dich dabei zitieren. Ist das gut, Jordan? Machen wir das so. Das finde ich sehr einleuchtend. Was ich für Pen and Paper, ich bin gestartet mit das schwarze Auge, damals noch als Spieler. Jetzt aber seit 3 Jahren bei Dungeons and Dragons daheim als Spielleiter. Ja, wirklich sehr, 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 sehr gern. Bist du selber auch ein bisschen Pen and Paper affin? Hast du da auch schon mal etwas gespielt gehabt? Oder einfach schon mal gehört von dem? Oder also mittlerweile ist es so geht schon fast richtig Mainstream. In gewissen Ländern zumindest. So Popkultur. Dass man es fast schon nicht mehr wegdenken kann. Es gibt ganz, ganz viele Gelenke. Also die Midgard-Schlange, die wird richtige Yoga-Schlange werden da. DSA seit 1991. Wow! Jesus Gott. Das ist eine richtig lange Zeit. Spieler oder Spielleiter oder beides. Das ist ja krass. Wann ist es nach Deutschland gekommen? Ich habe nämlich mal noch einen Podcast gemacht über das ganze Pen and Paper. Im 86 echt. Im 86. Warte mal. Im 83 ist die D&D nach Deutschland gekommen. Und ich glaube, ein Jahr darauf, im 84, dann von DSA, das erste Mal. Also nicht auf Deutschland gekommen, aber rausgekommen auf Deutsch. Ich glaube, irgendwo dort. Also du gehörst noch ziemlich sicher zu den ersten, wahrscheinlich 100, die das gespielt haben. 84, ah ja gut. Bin sogar noch richtig gelegen. Viel mehr gespielt. Cthulhu, ah geil. Wird auch noch kommen bei uns. Also jetzt auf brack.ch meine ich. brack.ch. Dass wir das aufnehmen. Würde ich auch sehr, sehr gerne spielen. Ich liebe so ein bisschen Horror-Settings, Mystery und alles. Ich weiss einfach von den anderen Brettspielen und so, dass es immer sehr einen kniffligen Schwierigkeitsgrad hat. Also es ist sehr unbarmherzig und verzeiht Fehler nicht so gut. Ich weiss ja nicht, ob ich als Spielleiter immer nachher justieren will. Kannst du das bestätigen, dass es speziell schwer ist? Dass man vielleicht schon eher mal ein bisschen so etwas gespielt haben in diese Richtung. Dass das gut kommt. Das sieht schon fast aus wie irgendwie, keine Ahnung. Ein Teil von einem UFO oder so. Berge des Wahnsinns. Ah, das klingt schon gut. Berge des Wahnsinns. Also sind das irgendwie so Berge, wo wenn du hingehst, dann hast du so psychedelische Eskapaden oder warum heisst es so? Berge des Wahnsinns. Kann ich mir jetzt fast nichts darunter vorstellen. Also es wäre einfach eben ein Ort, wo du wahnsinnig wirst. Oder man denkt irgendwie an Hobbit und es sind in so Steinriesen, die dann plötzlich zum Leben erwachen. Gegenteil, Cthulhu ist ein Einstiegs-Pen and Paper. Okay. Genug weit weg, ja. Okay. Das finde ich interessant. Dann ist es im Fall nicht zu vergleichen mit den anderen Spielen, die so ein bisschen in der Cthulhu-Welt angesiedelt sind. Das ist sehr interessant.
Es gibt ja Unmengen schon von Büchern und Abenteuern zu Cthulhu. Dort ein bisschen so ein Einsteiger... Vielleicht, sag doch mal, gibt es ein einsteigerfreundliches Abenteuer? Du weißt ja sicher eins. Lies mal Lovecraft-Roman Berge des Wahnsinns. Ja, ich hätte die auf Englisch noch Complete Fiction of H.P. Lovecraft, habe ich noch nicht gelesen. Aber es ist im Bücherregal. Du sagst, ich soll dort mal Berge des Wahnsinns lesen. Ich weiss nicht, ob ich es eben auf Englisch kann. Also ich kann doch nicht schlecht Englisch, aber wenn es so ein bisschen um altes Englisch geht, älteres Englisch und dann eben noch so abgespaced wie das vom H.P. Lovecraft, weiß ich nicht ganz, ob ich es verstehe, aber ich kann es ums Verrecken einfach wählen. Ich war damals in Oxford und habe das gesehen und habe es einfach müssen haben. Ah, da ist es. Das kommt einfach auf die Seite, okay. Gut, kannst du gut hören. Okay. Bergeswand. Ja, dann tue ich mir das mal gönnen. Auf deine Empfehlung hin, Shorodan. Rubalo, du hast... Was? Auch? In Oxford Complete Edition? Also die blaue mit dem silbrigen Cthulhu drauf, nehme ich an. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich nur eine. Und jetzt sicher noch gerade im... Ich glaube, der heißt Blackwater. Der Laden oder so. Gerade bevor... also wenn du mit dem Bus aussteigst, schon nebendran irgendwie, wie heisst es, Blue Eagle, White Eagle, wo der Tolkien war, und dann eigentlich gerade vorher laufst, Richtung die Promenade dort, hat es links so ein ründliches Gebäude, wo eine dreistöckige Bücherhandlung drinnen ist. Ah, Blackwell! Ja! Das war geil. Also, das ist ein richtig cooler Shop. Ich weiss nicht, Leute, aber heute, also in der Schweiz Bücherläden und in England Bücherläden sind zwei völlig verschiedene Sachen. In England hat es so viel mehr Charakter und hat so richtig geile Special Editions und Covers und so. Dort habe ich so ein Pocket Edition von Hobbit mit Ledereinband und goldigen Seiten gekauft. Das hat nichts gekostet und es hat geil ausgesehen. So, jetzt komme ich da aber nicht mehr raus. Ah, ich habe noch ein Teil vergessen. Gehst jetzt zum Mittag? Okay, ja, ist gut. Schön, bist du da gewesen. Ich wünsche dir einen guten Jordan und merci für die Empfehlung auf alle Fälle. Ich tue mir vielleicht sogar schon auf der Heimfahrt heute Abend mal ein bisschen Berge des Wahnsinns anhören. Bin ich gespannt drauf. Das Verlies, wo man stundenlang nicht rauskommt. Ja, ich bin auch mehrere Stunden in diesem Laden gewesen. In der Wüstenwetter war oder so. Sie haben ja auch noch, also sie haben ja alles Mögliche, nicht nur Fiction und Roman und so, sie haben sogar noch bis Mangas und so. Und das finde ich aber noch krass, wenn sich so Bücherhandlungen noch für Mangas entscheiden, weil das ist doch schon ganz eine andere Kategorie, was es in der Regel schon Läden dafür gibt. Aber der Blackwell dort, die hat einfach alles gemacht. So viele schön gemachte Bücher und bei uns ist einfach alles so Einheitsbrei am besten und mit irgendwelchen komischen Bildern mit echten Leuten drauf oder so. Finde ich aber nicht so geil. Ich kann nicht so viel damit anfangen, sagst du so. Was hast denn du sonst noch in Oxford gemacht, Rubalo? Bist du dort auch wegen Sprachaufenthalt gewesen? Oder einfach sonst mal das Psychli oder vielleicht sogar Family? So, da haben wir einmal den Schwanz hinten. Und jetzt gibt es ein neues Teil.
aber bis zum Kopf alles hier. So. Und der rote Stift, der da. Willst du Student sein? Ah ja, statt der Studenten. Stimmt, ja. Cool. Was studiert man als nicht gebürtiger Brite? Also ich gehe jetzt mal davon aus, vielleicht ist er auch Brite. Aber was studiert man dort im Ausland? Englisch, Philosophie, weiß nicht, was gibt es noch? Geschichte. Ich glaube auch noch so ein bisschen. Philo. Crazy. Was macht man als Philosoph? Ich weiß, das ist wahrscheinlich die Standardfrage, aber was macht man als Philosoph? Außer dass man Schule gibt. Oder gibt es wirklich Institute, wo vielleicht sogar Fragen, so grundsätzliche Menschheitsfragen hinterfragen und dazu Abhandlungen schreiben? Das machen die Philosophen. Ich habe mich echt zu wenig damit auseinandergesetzt. Aber wenn sich jemand so committet und auf Oxford geht, das zu studieren, dann hat er sich oder sie sich schon ein bisschen etwas dabei überlegt. Akademische Laufbahn oder Lehrer schon, ja, gibt nicht allzu viele Stellen. Ich glaube, in der Schweiz ist das einfach brutal, oder? Da musst du schon fast ins Ausland. Da musst du dich sicher auch noch mit irgendwelchen Arbeiten oder so vom ganzen Resten, wo das vielleicht auch noch studiert hat, abheben, oder? So wie Naturwissenschaftler sich auch durch ihre Doktorarbeit und so abheben und sagen, hey, ich habe im Fall das Zeug studiert und ich habe neue Ansätze und ich verdiene eine Anstellung. Alternativ in der Ethikkommission einen Sitz haben. Das klingt auch so, als gäbe es nur einen Sitz. Also das ist ja brutal, wenn die dort musst du durchsetzen. Okay. Ich nehme an, du hast in dem Fall nicht Philosophie studiert, dass du immer noch würdest Konkurrenz machen am Brüder. Aha. So irgendwie. Farbkombi habe ich auch sehr gerne. Also leider ist es ein bisschen verfälscht jetzt da im Video innen. Es wäre eigentlich nicht alles blau, sondern das wäre so Türkis, Aquamarin, irgendwas. Die Richtung. Aber die Kamera denkt sich, oh, ist blau, ist blau. Ja. Du hast Geschichte gemacht, leckst du mir, ey. Wir sind ja richtig schlaues Gespann hier. So Anwartung. Da hättest du vorher ein bisschen dabei sein sollen, weil ich habe ganz viel so geschichtliche Googles rausgelassen über Wikinger. Da hat man jemanden gehabt, der da ein bisschen Kontra gegeben hat. Aber, die kommen andersrum.
hätten wir dich vorher können brauchen. Jetzt musst du nachher ein YouTube-Video noch schauen und dann das Ganze korrigieren, oder? Nicht, dass die Leute noch das Scheissrecht glauben, den ich da verzapfe den ganzen Tag lang. Auf was hast du dich spezialisiert bei der Geschichte? Neueste Geschichte. Also reden wir da schon von modernen im Informationszeitalter? Oder ist die neueste Geschichte auch noch... Oder das, was jetzt gerade passiert und du tust das quasi sammeln und dokumentieren? Oder ist 19. Jahrhundert, ist das auch noch... Das 20. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, ist das auch noch... Neueste Geschichte? Wo macht man da die Abgrenzung? Du und dein Brüder können ja wahrscheinlich auch ganze Wochenende unterhalten, oder? Und kommen auf keinen grünen Zweig. Ja, wenn man das so gemacht hätte, ja, dann können wir jetzt natürlich darüber philosophieren, wenn das so gewesen wäre. Dann so und so. Habt ihr nicht einen YouTube-Channel aufmachen, wo ihr einfach den ganzen Tag ein bisschen philosophiert und du tust mit Fakten kontern und dann könnt ihr das weiter philosophieren? Das 20. Jahrhundert ist schon neueste Geschichte. Ja gut, ja, ich weiss nicht. Vielleicht ist das auch schon wieder alt. Das ist 21. oder? Die Geschichte wäre das aktuelle Geschehen. Ah, okay. Wir hatten so einen mega guten Geschichtslehrer während der Berufsmatur. In Lenzburg. Der Typ, der war so voll im Zeug drin, er hat so viel Ahnung gehabt, das Ganze so toll können vermitteln. Hey, alle während der ganzen 2 Stunden sind einfach dort einfach nur am Zuhören gewesen. Er hat das so extrem gut gemacht. Also das ist wirklich faszinierend gewesen. Ich weiss leider nicht mehr, wie er heisst, aber absolut Genie gewesen, geschichtliches Wissen zu vermitteln und das noch interessant zu machen. Hat er immer wieder so Details rausgehauen, so unnützes Wissen quasi, was aber eben interessant gemacht hat. Ein gutes englisches Bier und diskutieren. Ah, ihr macht das gut. Ihr macht das gut. Ich habe lange kein englisches Bier mehr gehabt. Das ist mal wieder etwa Zeit. Also ich war ja wegen Sprachaufenthalt in Oxford und in einer Gastfamilie in Kidlington. Das ist gerade nebenan. Und dort ist eine Brauerei. Die macht Hobgoblin. Das Bier. Das heisst Hobgoblin. Eines von meinen Lieblingsbier. Nicht nur wegen dem Namen, sondern weil es tatsächlich noch gut ist. Aber es ist natürlich cool, oder? Dass ein Goblin noch drauf hat. Das ist ein richtiges Fantasy-Bier. Und das ist wirklich von dort gekommen, von dieser Brauerei. Findet ihr übrigens auch bei uns in der Schweiz. Kann man kaufen. Ah, der ist jetzt aber ein bisschen streng hier. So. Das sieht aus wie ein modernes Konstrukt. Und wir sind fast am Ende, Leute. Fast. Ich tue nur schon mal vorwarnen. Also das Häufchen, das ihr da jetzt noch seht, das ist noch das letzte Häufchen. Ja, ich glaube auch, dass das am Lehrer liegt, ob das Spass macht oder nicht, Geschichte. Wie man das kann vermitteln kann. Ob es einfach so ein Abgeplärre ist von irgendwelchen Fakten, französische Revolution und ihr müsst das zeitlichen Ablauf von der Sturm auf der Bastille chronologisch können aufschreiben für die nächste Prüfung. Ja, nein, also dann löscht es einfach ab.
Oder ob es jemand halt eben ein bisschen so kann vermitteln, dass es halt Spaß macht und dass man gerne zulässt. Aber es braucht halt auch viel Energie und ich glaube, die Lehrpersonen, denen wird momentan sehr viel Energie abverlangt. An allen Fronten. Also ich habe auch da jemanden an der Quelle. Und, das ist nicht einfach. Und wenn man will, eine gute Lehrperson sein, dann braucht das sehr viel Zeit, sehr viel Freizeit. Wochenende auch, wo man den Stoff entsprechend vorbereiten und es halt eben ein bisschen interessanter gestalten und ein bisschen übers Ziel rausschiessen vielleicht auch einmal. Und darum sind zum Beispiel Ferien, wo Lehrpersonen haben, wo man immer sagt, ja, die haben so viele Ferien und so. Das sind nicht alles Ferien, das ist sehr, sehr, sehr viel Vorbereitungszeit. Oder? Natürlich ist die Vorbereitungszeit abhängig davon, wie gut man es machen will und wie ernst dass man seinen Job nimmt. Da gibt es natürlich diese und jene. Aber wir gehen jetzt mal vom Guten aus und die müssen halt schon viel, viel Zeit investieren. Hast du Hobgoblin auch schon gehabt? Ich habe sogar für unsere erste D&D-Runde vor etwa 2 Jahren habe ich mit dem Hobgoblin, aber mit dem Starkbier, mit dem Dunklen, habe ich Butterbier gemacht, also das von Harry Potter. Funktioniert sehr gut, weil das Bier natürlich extrem viel kostet. Aber auf der anderen Seite kann ich das Butterbier auch wieder nicht empfehlen, weil es sind etwa 2 Kilo Butter drin. Also, ihr habt einfach gegessen und es schlägt übelst auf den Magen. Es sieht immer so geil aus im Film und auf irgendwelchen Seiten und so, aber ja, ich könnte es mal probieren, aber ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Es war ein gutes Rezept gewesen, das schon, also rein von der Bewertung her und alles. Und es scheint auch irgendwie richtig zu sein. Es ist einfach zu viel, ey. Dann hast du ja noch das schwere Bier. Wie froh ist die Midgard-Schlange ein bisschen grösser? Das wäre schon lächerlich gewesen, wenn es so ein kleines Würmchen gehabt im Kampf da gegen das Wikingerschiff. Aber das scheint doch noch ein rechter Brocken zu sein. Ja, also es hat wegen dem Butterbierrezept, ich glaube, es hat ich glaube, das Bier ein bisschen aufkochen. Es hat darum eben auch nicht mehr, also nicht kochen, aber ein bisschen erhitzen und dann irgendwie Bier rein und noch Anis und Sternanis oder so und Zimt, glaube ich. Und dann hat eben ganz viel Butter. Und du musst das auch natürlich auch rühren, oder? Dann ist die ganze Kohlensäure draussen. Macht es natürlich auch nicht viel attraktiver. Ja, früher hat ja Ale sowieso keine Kohlensäure gehabt. Ich weiss das Rezept wirklich nicht mehr genau. Es ist schon 2 Jahre her. Aber es gibt auf YouTube, kannst du das mal suchen. Auf Englisch Butterbeer. Einfach nur Butterbier. Und da sollte ziemlich schnell einer kommen, der öfters so ein bisschen Cocktails macht. Und das eigentlich aus einem Hobby rausgemacht hat. Er hat mittlerweile Millionen Follower und so. Ich weiss leider den Channel-Namen jetzt gerade nicht, kommt mir gerade nicht in den Sinn. Aber der hat das mal gemacht. Und sie tun das Ganze so filmen, dass du natürlich schon das Gefühl hast, oh, ich muss es jetzt haben. Es sieht so geil aus. Also das könnte es mega gut.
Haben wir. Bist du damals da gewesen, als ich über Dark Age of Camelot geredet habe? Sorry, ich bin mit Namen merken, bin ich so schlecht. Ja, Midgard-Schlange und noch nicht über Dark Age of Camelot geredet. Ja, ich weiss, es ist himmeltraurig. Aber vielleicht haben die Leute aber schon gar keinen Bock mehr, die ganze Zeit über D&D und Dark Age of Camelot reden. Aber ja. Und ich bin natürlich Hibernia treu verpflichtet, oder ich bin ein Baumknutscher gsi. Und keiner von diesen heldenhaften Midgardler. Die haben nicht einmal einen Spitznamen gehabt, die Leute von Midgard. Das sind einfach die krassen gsi. Die erwachsenen Spieler. Oh nein, du bist nicht spät. Wir haben noch nicht über Dark Age of Camelot geredet. Aber nicht heute. Ich habe gesehen, es ist wieder ein neuer Private Shard rausgekommen. Also so ein Server, wo man kann, gratis spielen kann. Ich weiß nicht ganz, wie legal das sind, weil es glaube so offiziell immer noch angeboten wird mit einem monatlichen Abo. Darum, ja, da bin ich draussen, aber ich weiss einmal, dass es einen neuen Chart gegeben hat, wo man wieder könnte durchstarten und natürlich wieder ein bisschen modifizierte Settings hat mit mehr XP und so. Und die Grafik ist immer noch die alte, was gut und schlecht ist. Einerseits ist es schön für die Nostalgie, weil es ist alles immer noch beim Alten und die Zauber entwickeln sich immer noch so wunderschön. Je höher dass man im Level ist, desto mächtiger sehen sie aus. Absolute Spitzenklasse, das Spiel aus dieser Sicht. Das ist noch nicht alles. Ja. Sonst weiss ich nicht, was sich noch da hat. Ich weiss noch, dass Camelot Unchained schon seit irgendwie gefühlten 20 Jahren rauskommen soll, aber das interessiert mich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Weil es sieht einfach jetzt schon wieder uralt aus und es ist einfach nur eine Massenschlacht, ohne allzu grossen Tiefgang nebenzusuchen. Ja, und da bin ich einfach draußen. Ich hätte lieber ein Tag 2 gehabt. Ich habe bis letztes Jahr noch auf dem Free Shark gespielt. Und in dem Fall auf Midgard, wenn du mit der Midgard-Schlange kommst. Oder bist du draußen gewesen? Draußen haben wir ja am liebsten verkloppt. Ah, das gibt den Kopf. Oh, wow, jetzt gibt es aber richtig mächtige Zähne hier. Also die sind richtig gross. Das sind schon fast Schwerter. Hey. Also wenn wir vergleichen, dem sein Schwert und der Zahn hier, fast schon gleich groß. Midgard, seit eh und je. Ja, warum ich die Midgardler vor allem beneidet habe, ist der Donnerkrieger gsi. Einfach mit dem huren Hammer, der abgekommen ist mit dem Blitz noch. Das war einfach einer der geilsten Spells, die es gegeben hat. Er hat zwar überhaupt kein Damage gemacht, aber er hat einfach geil ausgesehen und eingeschüchtert. Er hat richtig Eindruck gemacht. Was sonst habe ich habe eigentlich... Ah nein, stimmt nicht. Wir haben... ich und der Kollege haben mal auf einem Free Shard bis 24 noch ein Shadowblade. Oder haben sie geheissen? Das ist einer von den Midgardler. Oder Skalden und Schattenklingen, oder?
Glaube. Ich bin nicht ganz sicher. Aber haben wir gespielt gehabt. Und dann natürlich ein bisschen ab nach Hydranki. Für die das nicht kennen, es ist einfach so ein instanziertes Schlachtfeld mit einer Burg in der Mitte. Und dann von 3 Seiten haben die 3 Reiche quasi in die Mitte müssen und die Burg einnehmen. Und der, der sie eingenommen hat, hat sie dann natürlich müssen verteidigen. Es hat eben die 3 Reiche gegeben, Dark Age of Camelot, Hibernia, Albion und Midgard. Und die haben dann natürlich alle einander verkloppt. Und der eine ist cooler wie der andere und so weiter und so fort. Ja. Und die Hydranki hat eben eine von dieser Instanz geheißen. Das war Level 20 bis 24 und in dieser Zeit hast du halt können dich prügeln. Auf so einem Battleground, BG, wie das geheißen hat. Und 2024 war eines der meistbesuchten, weil dort 24 ist meistens noch so mal ein Power Spike gewesen, also wo die eigene Klasse noch mal ein bisschen kräftiger geworden ist und speziellere Zauber bekommen hat. Viele irgendwo in diesem Zeitraum zwischen 20 und 24 halt wirklich krasse Sachen bekommen haben zum Teil. Und darum ist das sehr gut besucht gewesen. Shadowblade, Meuchlei, jawohl. Es hat damals ja extrem viele Videos gegeben. Wobei ich glaube, der berühmteste ist trotzdem immer noch eine Dose, eine von Albion, der Trimakus, Zauberer war und einfach dort eine ganze Heerschar von Midgard auseinandergenommen hat, wo er hinter der Tür gestanden ist. Und die durchgelaufen sind und nicht gewusst haben, was mit ihnen passiert. Aber es hat eben auch eine Shadowblade gegeben und die war sehr stark gewesen. Das hat dann eben schon Eindruck hinterlassen. Und dann haben wir da auch ein bisschen mal in die Kerben hineinschlagen und Shadowblade versuchen. Aber das war auch noch cool gewesen. Ich weiß nicht, wie das heute so ist bei den Games. Früher haben sich Leute wirklich noch einen Namen machen. Es hat zum Beispiel bei uns auf dem Server, es hat auf jedem Server bei Dark Age of Camelot hat es einen Dungeon gehabt, Darkness Falls hat er geheißen, der hat auch 3 Eingänge gehabt und jedes Land hat von einem anderen Eingang rein können, aber in der Mitte hat man sich näher getroffen. Da ist der Tunnel natürlich auch können gegen die anderen Spieler kämpfen von den anderen Reich. Und bei uns auf dem Server hat es 2 gehabt und deren ihren Namen weiss ich noch bis heute. Es sind 2 Kundschafter gewesen, also die Assassinenklasse von denen von Albion. Und wenn die gekommen sind, dann ist einfach durch den Chat durch Achtung, Europa und Grossmaul sind wieder da. Und dann war eine Panik gewesen. Und dann sind alle raus und haben noch geschwind in den Chat reingerufen, hey, die 2 sind wieder da, können wir helfen? Und das sind irgendwie 20 Level 50er, also das Maximallevel, sind ab und haben die gesucht, aber die haben natürlich auch stealthen und sich verstecken. Ja, herrlich. Also früher haben wir sich aber wirklich noch einen richtigen Namen können machen mit so Sachen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ein bisschen der Fall ist. Dunkel aber nicht so. Oder ja, man achtet sich vielleicht nicht mehr so. Aber dort hat es wirklich noch so Legenden gegeben von Spielern. Hä? Fällt mir jetzt so ein schwarzes Teil? Ah, nein, das ist ja so eins. Okay. Robalu, was hast denn deine Lieblingsklasse im Dark Age of Camelot? Ich war immer den Fian. Das sind die,
die halt einfach mit Waffen zugeschlagen haben. Die haben eine spezielle können tragen, die haben einen Speer gehabt. Ich war immer ein Speerfian. Unglaublich langsam, aber wenn er mal getroffen hat, dann hat es da richtig gekäschert. So. Ja, jetzt passiert nichts mehr, hey. Leute. Jetzt wird da noch der Kopf gemacht und dann ist fertig. Sehr cool. Ist die da... So. Also die ist noch recht gross, hä? Ist ja cool, man kann den Kopf ein bisschen schwenken und so. Wenn ich das jetzt da nochmal so da aufhebe. Also die sieht doch geil aus, oder? Die macht schon ein bisschen Eindruck. Und die Farbe finde ich auch cool. Eben auf der Kamera ist es ein bisschen schwieriger zu sehen, aber sonst hier im Bild unten links ich habe es vielleicht noch ganz ein bisschen, dass es so eine Mischung ist zwischen hellblau und türkis. So hellblau mit einem grünen Einschlag. Und natürlich unser Schiff mit unserer mega geilen Ballista, die wir da noch haben. Oder ja, eigentlich sollte es ja Harpunenschleuderer sein, aber eben weil das nur so Knubbel sind, die wir da reinlassen. Ich sag dir lieber mal Ballista, dass so Bolzen rausschießt. Und ja. Und man dann die Teile nachher wieder im ganzen Zimmer suchen und irgendwo drauf steht und dann den ganzen Tag wieder Fußschmerzen hat. So, und dann tun wir noch unsere Wikinger hier ein bisschen drauf platzieren. Dem geht noch der Hut ab. Da. So, komm. Das ist nicht schwierig. So, der eine da. Kuh weiss ich gar nicht, wohin damit. Tun jetzt die einfach da innen, dann ist sie irgendwie versorgt. So, und dann tun wir da die dann noch dafür. Also die müsste ja irgendwie den Speer eigentlich so haben, dass... Warte mal. Das geht nicht wegen ihrer Frisur. Moment. Geht alles auseinander. Ich will die ein bisschen so antun, den Speer so antun, dass sie ihn ein bisschen aufzieht. Aber es geht nicht, weil ihre Haare sind zu fett. Ja, jetzt sieht es halt so aus. Jetzt zieht sie halt runter. So. Okay, dann noch so. Und der grosse Chef irgendwie. Der ist von da hinten noch irgendwie am Reinheben. Wenn ich es anbringe. So, seine Füßchen ausrichten, so. Und dann haben wir unser Raumfässchen, das tun wir auch noch gerade zu der Kuh da runter. Dann hat die auch etwas zu säufeln. Und unsere Lady mit der Axt haben wir natürlich noch. Die rennt vielleicht da über. So. Und dann sieht man da jetzt alles. Dann haben wir hier wirklich so unseren schönen Kampf hier gegen die Midgard-Schlange. Hat mir mega viel Spaß gemacht, mal wieder das zusammenzubauen. Ich finde das ein bisschen der farbigere Approach hier sehr ansprechend. Halt wirklich ein bisschen knalliger, aber ich finde mit den farbigen Schildern, die es vorne dran hat, macht es auch absolut Sinn, dass jetzt nicht einfach alles nur braun und dunkelbraun und hellbraun und beige ist, sondern halt eben auch ein bisschen bunter. Ich habe schon mal auch noch so
bisschen, dass ihr seht, wie das aussieht. Also, sieht wirklich geil aus, oder? Da haben wir unsere Ballista, die ist jetzt natürlich ausgerichtet gegen die Midgard-Schlangen, oder? Von hinten hat man vielleicht noch können hier das ein bisschen abdecken mit auch Glanzteilen, die da vorne halt glänzig sind. Von hinten sieht es dann halt ein bisschen löcherig aus. Ja, aber vielleicht würde es halt eben auch ein bisschen schwer werden. Das könnte ganz gut sein. Und dann haben wir natürlich noch unsere Midgard-Schlangen, die ich vorher gezeigt habe. Und das war es mit dem Lego Creator Wikinger-Schiff und Midgard-Schlange heisst das Ganze. Und zwar ist das 31132 sind fast 1200 Teile, die wir jetzt verbaut haben. Und ja, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, dann hat man sicher ja, 3,5 Stunden haben wir jetzt etwa gehabt, noch ein bisschen schnurren. Ja, 3 Stunden. 3 Stunden könnt ihr gut rechnen für das. Macht das Spass, ist ein schönes Set für zwischendurch, für zum Ausstellen. Und natürlich auch für zum Spielen, dadurch man ein bisschen die Harpunen abführen kann und andere Teile halt mit der Midgard-Schlange ein bisschen reinbeissen und so. Ja, aber dann sind wir für heute doch ein bisschen früher schon fertig. Das heisst, wir machen das nächste Mal wieder etwas ganz Neues und mit einem Blick dort rüber wird es sehr wahrscheinlich etwas Grösseres werden wieder. Wir müssen mal ein bisschen schauen, weil ich bin nämlich weg diesen Monat und zwar ab übernächste Woche eigentlich schon. Vielleicht schaffe ich es, dass ich dort nochmal einen Stream reinquetschen kann. Und sonst findet mich eigentlich dann nur noch nächste Woche und eben vielleicht noch übernächst. Ja, und dann gibt es eine Übernahme von dem, wie sagt man dem, von den Klemmbausteine-Streams. Und das wird jemand anders machen. Und da dürfen wir uns noch überraschen lassen. Aber sie werden auf jeden Fall fortgeführt mit ganz vielen tollen neuen Modellen. Das heisst nur, es muss etwas sein, was wir in 2 Mal nochmal anbringen. Vielleicht nochmal so in der Größe von einem Wikinger-Schiff. Wer weiß. Und sonst wird es halt vorgeführt von der anderen Person dann. Aber ja, ich hoffe, ihr habt auch Spass gehabt, heute ein bisschen mit mir abzuhängen, auch wenn es ein Dienstag war und nicht ein Donnerstag. Aber am Donnerstag habe ich einfach leider wirklich keine Zeit und habe gedacht, hey, anstatt gar nicht, machen wir es doch am Dienstag. Und für die das nicht geschafft haben, weil sie sonst immer am Donnerstag extra frei nehmen, um mit mir abhängen, ich könnte es sehr gerne natürlich immer auf YouTube nachschauen. Dort haben wir ja ebenfalls den Channel und es wird aufgeladen, eigentlich immer einen Tag nachher auf die 5 Uhr. Das heisst jetzt, der Stream von heute kommt dann morgen. Aber gut, ich sehe sie dann auf YouTube, oder? Das muss ich auch nicht jetzt erzählen. Die jetzt da sind, die schauen es auch nicht nochmal. Gut. In dem Fall, danke vielmals an alle Leute, die da waren. Hat mir Spass gemacht, ein bisschen mit euch zu chatten und ein bisschen zu klötzeln. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Dienstagnachmittag und eine ganz tolle Woche. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zum nächsten Klemmbausteine-Stream regulär wieder am Donnerstag 11 bis 1. Habt's gut und bis bald. Tschüss miteinander.